Langweilig ist es mit ihm nie geworden. Am nächsten Morgen hat er den anderen 3 seinen neuesten Einfall verkündet. Hey Steffi, manchmal ist man wirklich blind. Kannst du mal aufhören, in deinen Rätseln zu schwätzen? Wieso bist du blind? Nicht ich, Steffi. Mir. Gestern hat doch der Tausendschön im Blumenthal seine Küsse verrupft, oder? Ja, und? Also kann er es gar nicht unter dem Mantel getragen haben. Aber er hat einen ausgestopften Bauch gehabt, das weiss ich noch ganz genau. Kalle, was soll das? Kannst du nicht endlich zur Sache kommen? Aber das ist die Sache. Was hat er echt unter der Kutte gehabt, wenn nicht das Küsse? Du meinst doch nicht etwa, dass er geklaute Sachen unter dem Mantel hatte? Bingo! Genau das meine ich. Das ist die perfekte Tarnung. Niemand traut einem Weihnachtsmann zu, dass er klaut. Und der weite Mantel ist das ideale Versteck. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, nur theoretisch wäre das schon möglich. Also glaubst du mir? Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast doch sicher irgendetwas vor, oder? Hani. Ich bin dafür, dass wir den Gartenzwerg überwachen. Wer noch? Eigentlich war niemand dafür. Aber weil Steffi ihre Pappenheimer kennt hat, hat sie eingewilligt, dass sie mit dem Kalle zusammen die Überwachung übernimmt. Die Weihnacht ist immer näher gerückt. Das hat man im Warenhaus besonders gut gemerkt. Die Steffi und der Kalle sind mit ihrem Glücksrad in der Spielwarenabteilung und haben wie verrückt zu tun gehabt. Alle Kinder wollten natürlich ihr Glück am Rad ausprobieren. Die Steffi hat schon ganz ein trockenes Maul vom vielen Sprüchli aufsagen. Der Kalle hat sich gerade wieder einmal verabschiedet, um den Herrn Stele zu suchen und ihm die Geschichte vom Küssi zu erzählen. Als er zurückgekommen ist, war er ganz aufgeregt. Sobald sie Pause hatten, sind der Kalle und Steffi in den Umkleideraum. Kannst du mir jetzt endlich erzählen, was eigentlich los ist? Ich muss die ganze Arbeit allein machen und mir das Gematzen vom Gartenzwerg anhören. Und du schleichst die ganze Zeit im Nachthemdli rum. Ich glaube, ich spinne. Ich habe den Pete beim Klauen verwünscht. Ehrlich, Steffi. Was hast du? Bist du sicher? Echt, Steffi, ich habe ihn gesehen. Er war zivil angezogen. Zuerst hat er ihn fast nicht erkannt ohne Verkleidung. Aber jetzt bin ich mir ganz sicher. Er war in der Musikabteilung. Der Stele ist an der Kasse gestanden und hat wieder einmal mit einer Verkäuferin geflirtet. Ich wollte ja mit dem Stele reden, aber allein. Und darum habe ich mich hinter einem Regal versteckt und ihn beobachtet. Darum bist du so lange nicht gekommen. Jo, sorry, es ist halt nicht anders gegangen. Auf jeden Fall ist gerade hinter der Kasse ein Raum, wo sie CDs aufbewahren. Aber da darf doch niemand rein. Eben, wenn man dort reinkommt, kann man ungestört mit den gestohlenen CDs aus dem Haus rausgehen. Die Sicherheitsetiketten, die die Alarmanlagen reagieren, werden erst draufgeklebt, bevor sie ins Regal geräumt werden. Und du hast sicher den Pete erkannt.